kann ich. Das ist unser Intro. Ja, freilich. Halle! Ja, sicher! Ja, dann Prost. Ja, eine. Haben wir mir da gezahlt worden, für dass wir das trinken? Oder? Ja. Ah, ist Red Bull? Red Bull. Fleischflieger. Let Bull. Ich sag das, was ist, ich lasse es nicht auf einen gesehen. Ich zieh's durch. Ja. Eiskalt. Herzlichen Müssen wir Glückwunsch. durchzeugen. Ja. Der Sponsor und die Blämimo. Fette Kasperl seid. Ja, So nein, ich bin ein schaut's Hippie, das bin ich. aus. Ja, momentan sitzen wir ein wenig als oft zusammen, wie das gefällt. Nein, ich seh Kann ganz ich schon gern. nicht mehr deine dämliche Fresse nicht mehr sehen. Die Firma Flocki. scheiß Buin auf, du Penner. Ihr schaut halt anders aus. Ich spüre da schlechte Schwingungen. Ich spüre bei mir generell zu viele Schwingungen. Es ist schon ein seltsames Phänomen. Die Leute, die jetzt zuhören, die haben wieder keine Ahnung. Nicht. Ja, sind sie aber selber Ich schön. habe mir wenn die Folge rauskommt, ist schon eine Zeitl vorbei für einen Stream so Partybrillen gekauft. Und die haben da so random einfach irgendwo im Zimmer umeinander gelegen. So keine 3 Sekunden dauert und jeder von denen 2 Volltrottel oder eine umgehauen. Es war so klar. Gibt den Kindern nichts zu spielen. Ich hab's nicht mehr, weil die von Terrifier 2 ist, wie ich vorher gesagt habe. Ist es die eins? Das ist vielleicht ein. Die hat er. Da steht er die Micker und winkt so. Gibt es billig bei Amazon. Habe ich ein Partybrillenset für Okay, das gibt's 10 Euro oder den so. gibt's so ganz- umsonst beim Ich wollte Lex. gerade sagen, ganz günstig Achso, zum Minimum. das heißt, ich sage die heute das letzte Mal. Ja, Sie alles klar. verabschieden. Herzlichen Glückwunsch. Machst du ein Foto oder Miet? Oder? Mir gerne noch mein Rangel drauf rein. Hast du doch eh schon, wenn ich mir die Flecken drauf schaue. Wenn ich vorne, ich frage mich, wo die Flicken hergehen, weil ich habe genau einmal aufgehört. Gelber Gacke drin, was hast du gemacht? Du mich herzählen. Du mich jetzt am Tun. Das ist von Oma in du Mongo. Ja, Ich hab doch nicht ich gemalt, ich hab mit Sicherheit irgendein kleines asiatisches Kind gemalt. Hast du den Keller wieder auflassen oder was? Und danach hat's eine Bull auf Dosen schauen müssen. Der hat kurz dauert, Florian. Der war nicht schlecht. Halt dein Maul so Dafür die Flocke. nenne ich die nächsten 10 Minuten wieder Florian. Ja, das ist sehr Flor. nett. Ja. Was habt ihr da die letzten. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Weiß ich nicht. Ist noch nicht so lange her. Was habt ihr Stunden. da? Wie war dein Wochenende, Florian? Boah, das war intensiv. Intensiv. Ja. Ja, aber erzähl mir mal, wenn der Bussi war. Wie viele Räusche? Ich hab am nur Wochenende? einen gehabt, nur Nur einen am Aber Wochenende. für das ganze Wochenende. Aber das war wirklich ein All-In. Das war so alle Neune. Das war Okay. sehr schön. Also Bussi herkriegt. Na. Wo ist der Jasmin, wenn man es braucht? Was soll ich Oder machen? hat es Jasmin geheißen? Ja, Ich weiß genau. nicht mehr. Ja, Nicht genau. einmal der Göttel war dabei fürs Bussi. Verdammt, Gürtel. Wo ist der Göttel eigentlich? Weiß Das man fragt sich jeder. Nein! Nein, Weiß der man nicht, wo der Göttel ist. Nein, war leider kein Mensch Der ist mehr. einfach verschollen. Hast du mir nachgeschaut, ob er WoW spielt oder so? Nein, der spielt kein WoW. Ich glaube, der spielt für eine Freundin. Aber Göttel, wo bist du? Göttel, komm wieder zu uns. Lass Freund im Freien sein. Genau. Sonst so? Dann raus hast du geschlafen und das war's wieder, oder was? Aber Ja, du genau. bist auch nicht jünger, gell? Ja, ja. Ah, ich versuche das seit 10 Jahren vorzuwarnen, aber du glaubst das einfach. Also das ist wirklich der erste Tag, ist mittlerweile wirklich, du stehst dann auf. Das erste, And now, das erste was du machst, ist ein Liter Wasser trinken. Als zweites, du musst aufs Klo und zwar ganz stark Und und, dann ganz wieder dringend. zurück, ganz und dann schnell gehst du ins Bett und legst dich hier in Embryostellung. Ich hab da immer so dieses nach links legen, das muss ich. Und dann liege ich da und denke mir, ach du Scheiße. Wenn du links liegst, dann aktivierst du deine Flora, gell? Dann kannst du gut pupsen. Ah, Wenn man auf der linken Seite liegt. Das war jetzt nämlich meine Frage, waren so all of a sudden, habt ihr Rituale, um einen Rausch auszukurieren? Ich weitersaufen. Ja, direkt die erste Albe auf. die gemeine Konterhalbe, die heute seit 20 Jahren für ein verficktes Gerücht, außer du bist Alkoholiker, Ich dann trinke ist es die was Corona anderes. nicht an. Also wenn ich Freitag sauf, dann geht es halt am Samstag weiter. Und Sonntag ist halt dann das Ritual. Also du saufst ja am Freitag volle Kanone weg bis um 3 in der Früh, sagen wir. Und am nächsten Tag stehst du um 10 Uhr auf, machst eine halbe auf und saufst weiter. Nein, so Das früh, glaube ich dir so nicht. früh noch nicht. Aber nein, ich sage jetzt mal, vor Zeit haben wir Besuch gehabt von 2 Spätzeln aus Ulm. Und da ist halt dann so 3, 4 Nachmittag heißt dann so, hey Kani, trink mal ein Bierchen. Dann sage ich, ja Logo, Alter. Und dann geht es halt um 3, 4 Nachmittag wieder dahin. Und das, also diese Wochenenden sind halt dann extremer. Das ist was, soweit sind wir mir alterstechnisch nicht auseinander. Ich bin am nächsten Tag saufen müssen, da ich eiskalt sterben. Das ist eine Sache des Trainings. Das ist, Und ja, auch das ich sage außer du bist Alkoholiker. Genau. Ich Und vergleiche des das Willens. immer ganz gern mit dem inneren Schweinehund. Das ist wie mit dem Sport. Wenn du in der Früh aufstehst und sagst, boah, ich mache jetzt Sport, dann musst du den überwinden. Und genauso ist das halt auch mit dem Dringer. Du kannst es, du musst nur die erste halbe Genau. runterbringen. Du musst es nur Mich schaffen. quält eigentlich am Tag danach nicht so mir ist Durst. schlecht oder sonst irgendein Scheiß, sondern ich hab so abartig Schädelweh. Egal was ich sauf, weil ich riech Kommentare jetzt schon wieder. Ja, aber du, dein Fußel sauf, das ist Wasser. scheißegal, wenn ich 800 € Zwetschgenwasser sauf, dann hab ich auch Schädelweh innerhalb von 5 Minuten.
Zwischenwasser. einfach so. Immer Zwischenwasser. Ein Bier, ein Wasser. Zwischenwasser. Das hat man noch nie geholfen. Das habe ich auch schon probiert, aber das hat man nie Das ist geholfen. Ich super, habe das 100-mal probiert durchzuziehen, das schaffe ich genau einmal. Ah ja, halb, jetzt trinkst du ein wenig Wasser, dann kommt die zweite und dann ist vorbei. Dann bin ich bloß noch halb eingehandelt. Das ist eh wurscht. Ja, die wird schon nicht so schlimm. freilich. Natürlich nicht. Und am nächsten Tag liegst du wieder da. Und dann, wie war das mit den Rituale? Birger, du bist der Schlimmste, du musst anfangen. Ja, genau. Du hast die Ich habe keine schlimmsten Rituale. Kater. Ich liege in meinem Bett drin. Also wenn ich grundsätzlich wird schon mal am Samstag nicht mehr gesoffen, weil ich einfach bis Mittwoch brauche, bis ich wieder einigermaßen beieinander bin. Das stimmt Das heißt, damit ich mir, ja, das stimmt aber halt auch wirklich. Und Legenden wenn, besagen, du hast schon Streams deswegen verschoben. ja, ist schon mal vorgekommen, dass ich am Montag auf die Nacht dann gesagt habe, so, oh fuck, Alter. Oh Gott, ja, Entschuldigung, ich komme auf den Stream, aber ich bin der Bergdoktor, ich schreibe mich selber gerade. Aber nichts mit sondern mit Das will ich, Ja, genau. Und ja, kann schon mal, ist aber noch nicht oft vorgekommen. Oft ist es nicht vorgekommen, aber ich habe mir auch schon mal unter aller Kanone in den Stream dann eingeguckt und festgestellt, das ist keine gute Idee. Das nächste Mal schreibst du wieder krank. Ich habe kein Ritual nicht. Also ich wache am nächsten Tag auf und dann tue ich mir einfach ein Wasser neben der Couch stehen und schlaf und dann ist irgendwann Mittwoch. Der Klassiker. Ja. Wie schaut's bei dir aus, Kani? Ja, in dem Sinne auch kein Ritual, weil ich habe, ich sage jetzt mal, 9 von 10 Räuschen habe ich keinen Kater nicht. Wichser. Der Feind überhaupt Kein nicht Mensch gesehen. mag diese Leute. Ja, Kein Mensch. Jetzt ist aber bei mir das Thema, als ich jünger war, habe ich schlimmere, also da bin ich gestorben, den komplett den nächsten Tag und irgendwann, auf einmal war das einfach weg, bin ich aufgestanden und gedacht, habe ich gestern gesoffen? Ich weiß es nicht, probier halt um Dein aus. Körper ist wahrscheinlich einfach so ein Müllhaufen, dass er sagt, das ist scheißegal, ich Ja, brauche jetzt gar ist nicht wurscht, jetzt ist wurscht. Das wird nicht mehr besser, ich muss ihm keine Warnsignale mehr schicken, weil ich kapiert's eh nicht, der Vollidiot. Aber wenn ich dann einen Kater habe, dann brauche ich, also ich kaufe dann am Vortag entweder Flaschen Paulaner Spezi Reparaturspezi. oder Orangen Capri-Sonne oder Oh, jetzt mag ich Orangen. Oder Das nächste was Mal nimmt auch einer von einer Capri-Sonne mit an den was auch geil Stadtpuls. ist ein kalter Kaber, wenn du verkatert bist und dann aufstehst und dann eins von den 3 Gesöffe auf Ex einballern. Kalter Kaber. Der ist Boah, reinig. Mulch, geil. na, Mulch, das kann, also das war das Letzte, was ich essen kann. Speist dir aber Trinkst aber in der Regel, wenn ist das nicht. Speizele, fick dich. Nein, Capri-Sonne war ist- gar nicht. ist Das geil. war- Aber was wirklich, das ist dann auch wieder das Thema Schweinehund, weil ich weiß, ich muss einmal an frische Luft aussehen. Wenn ich mal eine Stunde dann spazieren gegangen bin, dann bin ich immer ein neuer Mensch, aber der Kampf da hin, dass ich wirklich aufstehe und gehe an frische Luft, das ist mein schlimmstes Ritual, das ich da vollziehen muss, dass ich den gewinne. Das nehme ich mir Ich einfach rauche vorher, dann ewig aber nicht. Ich rauche dann ewig nicht und denke mir, wow, leck, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt zum eigentlich zumindest weniger rauchen und gewohnt dich gleich mit drauf, vielleicht kannst du sogar mal den ganzen Tag einfach gar nicht rauchen. Aber am nächsten Tag dann, so um 10 Uhr auf die Nacht, fuck. Gehst dann 14 Zigaretten auslassen. Ich hab gestern 14 Zigaretten auslassen, richtig, und dann stehe ich draußen am Balkon und sie schmeckt nach Arschloch. Es ist einfach nur ekelhaft. Es ist so schlimm. Das Es tut widerspricht sie aber jetzt. richtig weh. Ja. Und Arschloch und stehst widerlich. Verstehe nicht. Achso, ich meine, das widerspricht sie. Ich dachte, okay, ja. Das Schmeckt der Arschloch nach Zigaretten? Na, aber auf Manchmal. jeden Fall nicht ekelhaft. Manchmal. Manchmal. Das muss man aufwaschen lassen. Also bei mir, ich gehe ganz gern, wenn ich so richtig angesoffen habe, dann gehe am nächsten Tag gehe ich dann ganz gern baden. Das ist so, das mache ich fast immer. Es Es ist scheißegal, ob es 30 ins Grad, Schwimmbad oder in die bist du Badewanne. behindert, als wenn ich aus meinem scheiß Haus raus kann. Ich nehme es mir zweimal vor, ich kann jetzt mal spazieren. Nee, das machst du in einem von 10 Fällen, wenn Ja, überhaupt. das ist wirklich relativ Das ist bei selten. mir lustigerweise generell Sonntag das Ritual. Aus zum Geh. Nein, nicht aus zum Achso, Gehen. ja, das ist aber nicht nur so. Baden. Baden ist der geilste Scheiß. Ja, Stellst du Baden dein ist Handy Oberwelt. oder dein Tablet hin, du hast eine Netflix-Serie, pflanzt den Richtig Bad geil, rein. ja. Das ist mir scheißegal, ob das da draußen jetzt irgendjemand für schwul oder sonst was für ist. Mir scheißegal, ist das Geilste. Schnauze halten. Schwul ist nur, wenn du erzählst, dass du dir die Beine rasierst. Ich tue da gar nichts drin. Ich lieg da meistens drin. Ich schlafe meistens teilweise. Ich warte da bloß drauf, bis so ein YouTuber aus Landau Selbstmord, weil er in der Bad an der Suppe ist vor lauter Schrumpeligkeit. Das Geile, wenn du dann einpennst in der Bad und wachst auf und denkst, oh leck, jetzt ist das Wasser schon kalt, dann lass es aus und lass noch mehr heiß auf, damit es ja 3 Stunden Boah, drin machst ist. du- tue ich die ganze Ja, Zeit. Ja, danke. wieder was Neues lassen. danke, ja. sicher. Bei mir ist das so behindert, da ist der Einlass von, wir haben ja der uralte Badwanne, die ist in die 60er gebaut worden. Und da ist ja der feste Hahn dran, wo das Zeug rauskommt. Und es kommt Das zeigt mitten... uns Wasser. Zeig. Ja, Ich bin immer Milchbäder. wo das H2O rauskommt, dann schreit dem kleinen Chinesenkind unten im Keller, er soll gefälligst über Milchbagel reinschütten, der vorher warm strampeln hat müssen. Genau. Der Warmstrampel. Schneller! Strampeln! Das ist gedusch. Der versteht Deutsch. Und jetzt, wenn ich dann das berührt, heißt ich Wasser da Befehle. auflasse,
dann muss ich mich da drinnen, weil ich krieg mich nicht weg unterm Hahn, sagen wir es so, und dann trifft das kogelheiße Wasser auf mein linkes Knie und das ist unangenehm. Das wollte ich schon immer mal erzählen. Das kann ich Jetzt wissen wir verstehen. Das kann ich wollte ich verstehen. schon immer Was auch mal geil ist, dann bleibst du drinnen, bis du dann total runzlig bist und dann machst du ein Rollenspiel mit deiner Freundin, dass du ein alter Mo bist, der junge Dirndl angereiht. Das ist einmal ganz cool. Ich habe leider keine Freundin, ich würde es Also, Ich habe gerade drüber nachgedacht. Aber give it a try. Ja, Give it a try. Sag niemals nie. Vielleicht hat Bürgerin Daddy ist der Geile, dann, nichts weiß. der Geile ist dann anfängst, dass du dann sagst, ja, jetzt spielen wir, du bringst mir Bier rein und dann das erste, wenn es ein Bier bringt, dann klangst du wie die alten Männer, so im Wirtshaus so hinten ein bisschen danke, schon mal erst der ist so, danke. Danke. Und dann schon ein kleiner Aufnahme. verdächtig nah am Arsch, so Hüfte Arschübergang, gell, und danach geht's dann geht's richtig ab. Was machst du jetzt damit mit dieser Anspielung gerade? Sexuelle Belästigung in bayerischen Wirtshäusern Nein, ich ist meine ein jetzt gerade das, was in die Hand Kavaliersdelikt, muss man gespuckt wissen. Ja, du kannst ja keinen Trockenstart hier liegen. Wieso nicht? Die läuft ja schon aus, wenn es vorbeigeht. Was? Das ist Tatsache wahr, ja. Und außerdem ist im Bad so heiß, dass das Kondenswasser wahrscheinlich schon aufheichtelt. Spült sie das dann im Bad oder danach? Das ganze Haus dann. Im ganzen Haus? Ja, das ist wurscht. Also Die ich leg mich arme dann, Sau von deiner ich Freundin. leg mich dann ins Bett, also ich muss wieder pflegen, wie du es halt mit dem alten Mo. Scheißt du dann auch in die Hosen, so ein Ja, Scheiß? logisch, im Boden schon. Der Im Klassiker. Volles Programm. Boden eingeschissen, sie spart mich dann aus. Wie im Pflegeheim halt dann. Und ich langsam noch, dann sage ich, sie muss mir aufhelfen und während dem Aufhelfen nutze ich es aus und kreist die ganze Hose. Aber ist dann auch geil, wenn es dann wirklich auf Nacht musst du halt dann wirklich nicht aufstehen. Das ist halt schon geil. Wenn du in der Nacht bieseln musst, du kannst einfach laufen lassen. Geht es dann so weit bis zum Schlafen, bis zum nächsten Tag oder wie lange geht das? Ja, bitte. Ja. Also das war Ja. Das war ja wirklich der einzige Vorteil. Keine halben Sachen. Keine halben. Ich zahle einen Pflegebeitrag dann auch. So ist Pflegeversicherung Ja, und sie. genau. Ja. Das haben wir schon ausgemacht. Spielt es Alles dann klar. auch, je nachdem wie horny ihr seid, habt ihr dann verschiedene Pflegestufen, dann Tag für Tag oder? Ja, das ist unterschiedlich. Von völlig dement bis komplett schwerbehindert. Was ist heute Für das haben wir uns einen Rollstuhl gekauft, den ich mit dem Mund steuert, sonst nicht im Hockenrollstuhl habe ich auch den gewonnen. Bock auf Rollstuhl nummer und vier dann so auseinandergegangen. Da habe ich dann einen Computer dafür noch reden. Gott, wie haben wir denn dem Thema her? Wo haben wir da hergekommen? Voll super. Mit dem Computer dann, ja, Baby, gib es mir. Ja. Polier mir die Gurke. Ja. Dreck. Leck mir doch mal Wolle. Aber scheiße ist halt dann, wenn du der Legastheniker bist. Das turnt doch dann richtig ab. Und dann auch noch voll schreibst. Ja, wenn sie voll schreibt. Ja, Streichel mir die Knudel. Aber Tourette mag es richtig gern. Du magst ein bisschen erniedrigt zu werden, weißt du schon. Dann ist es gut, wenn es mit drin scheißt. Fotze! Haben wir die 15 Sekunden 15 Sekunden haben wir drüber, können wir sagen, was wir wollen. Oh, Glück gehabt, Passt. Glück gehabt. Geil. Ah ja. Ja, ist zauberhaft. Das Okay. ist auf alle Fälle zauberhaft. Was ich aber gemacht habe nach dem Saufen war, dass ich zum Trainieren gegangen bin. Und das war die dümmste Idee ever. Nein, Ich das habe ist nicht Herz die draußen dümmste gekriegt, mir hat's Draht da drinnen, ich hab abbrechen müssen, weil ich bald hingespielt habe. Ich habe gesagt, alles klar, das machst du nicht mehr, gehst gerade wieder spazieren als Bewegung. Stopp, die dümmste Idee, die du je hattest, war in unsere Scheißgruppe deine Scheißbilder zu schicken, wo du in einem Scheißspiegel im Fitnessstudio stehst. Hey, super, das ist Nein. super, weil ich bin im Fitnessstudio und ich sehe, das machen alle, dass sie sich mal fotografieren. Ja, aber die haben auch muss die ich tun. Figur dafür, Kani. Ja, ich du, hä? Nein, du Schreibt hast mal in Figur für zwei. Schreibt mal in Kommentare, ob ich die Figur habe für gute Flex-Selfies. Das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Fragt sie mir lieber danach, dass er einen offiziellen Instagram-Kanal machen soll, wo er die Battle postet. Ja, bitte. Das wird richtig stark. Das wird richtig stark. Aber meine Richtig Hashtags gut. sind auch wie gut. Ja, was steht da Die habe ich noch nie gelesen. Unter anderem Hashtag Stirnackenkommando, Hashtag Shredded, das ist auch immer ganz Shredded, gut. ja. Shredded Ja, ist ja, immer ganz fettet. gut. Skipped Leg Day. Genau, ja, genau. Geh nur in Disco damit. Chicken Legs for real. Nein, das sind sehr gut. Ich frage mich da, was ist irgendjemand bei euch auch im Fitnessstudio mal gewesen oder aktuell oder so? Schau uns an. Ich glaube, ich habe einmal Das ist ein Highlight, wo du es nicht glaubst. Ich habe Drin einmal aufgrund der Arbeit ins Fitnessstudio nebenan rein müssen. Das war das erste und letzte Mal, dass ich in ein Fitnessstudio eingehe. Das ist oft einmal so grausam, weil ich muss, weil ich bin ja, haben ja vorher schon geschmerzt, mein Körper ist ja im Arsch, ich habe Bandscheiben wie der 90-Jährige. Wie viele Bandscheibenvorfälle hast du in deinem Leben schon gehabt? 5 Bandscheibenvorfälle. Geil. Und 2 Wirbel versteifen sie gerade von selber, weil kein Bandscheiben mehr da ist. Geil! Du, der Birger ist jetzt nicht dein Freundin, gell? Du brauchst nicht gar nicht ummachen. Ja, wenn man Und dann, ich aber sauber ausschwammen. Ich das muss man dann muss schon die sagen. Säge. Scheiß Ranger. aber ohne Scheiß, wenn du dann ins Fitnessstudio reingehst, da sind Leute drin, also das ist oft einmal Das wirklich... ist es, da ich gerne mitschmerzen können, weil ich das halt bloß vom Hören sagen kann, dass da sicher nicht Irre. Spackos Hey, wollen drin wir mal hat, so einen das kleinen ganz Vlog anders. drehen oder so, wollen wir mal zu dritt Ah, in nicht irgendein alle. Fitnessstudio gehen? Ja, das war eigentlich mal lustig. Und dann Ja,
Der war mein Fitnessstudio-Besitzer, hat uns einmal machen wir eine Podcast-Folge bei euch in der Dings drin. Aber nur wenn die geilen Spacken drin sind, die bei jedem Mal, wenn sie irgendwas heben, weil so Kruzifix so, her, mir beim Scheiß, du Vollidiot. Heb das Scheißding und halt dein Maul, ich möchte nichts hören. Weißt du, wenn das dann ein Monster ist, der an sich das Kreuz beieinander hat, dann sage ich nichts. Aber das sind nämlich die nichts dann. Ja, genau. Es sind immer die Spastis, die das erste Mal im Fitnessstudio sind, die haben gehört, wo du dann sagst, hey, ich trainiere jetzt Schultern, hast deine Schultern vergessen oder was du, Hans Wurst. Und der hockt dann drinnen und schreit umeinander und helf mir mal, halt doch dein Maul! Wenn wir gerade noch beim Saufen waren und danach trainieren, also wann bin ich im SV Ganaker beigetreten? Ich glaube 2005. 2006 wird WM war, haben wir alle so einen Fußballrad gekriegt und haben gedacht, so, jetzt müssen wir nochmal Fußball spielen, weil es wird sicher super. Gehen wir einfach zum schlechtesten Verein, der in der Nähe da ist. Ja, gehen wir zu Ganaker. Ja, passt, die nehmen uns mit Handkuss. Deswegen zahle ich ja bis heute noch beim SV Ganaker zahle ich immer nur Beitragsgebühren. Und da war es halt, da waren wir, jetzt war ich nicht am Saufen, da war die Sturm- und Drangzeit. Und dann waren wir halt am Samstag, was weiß ich, bis um 5 Uhr in der Früh in Straubing. Und am Sonntag haben wir dann spielen müssen Mittag. Er legt mich am Arsch. Da ist aufgespielt worden. Das Da ist ja aufgespielt worden. Aber Ich dann war auch bei dem Verein dabei, bei Ganaker, bin ich auch mit dazu. Also das war aber, glaube ich, nach dir dann. Und dann haben wir nämlich am Fußballplatz in Ganaker haben wir gesoffen gehabt und gefeiert. Auch bis um 3 in der Früh, zwei von uns, die auch dort gespielt haben, haben am Fußballplatz geschlafen, weil wir nämlich am nächsten Tag da ein Freundschaftsspiel gehabt haben. Und das war echt irre. Wir sind mal aussehen, also gespielt, das war, hast du wechseln können, bis du möchtest. Ich aussehen, ich brauche mehr Ausspray. Der andere aussehen, gib mir Zigaretten. Und dann redet man mit, dann der eine Typ, den ich entdeckt hab, ich geschwitzt wird Sau, nur vom Servus-Song schon. Und dann ich so, Alter, ich hätte gestern bis um 3 Uhr für das Saufen sollen. Oh, wir haben jetzt schon ein Probespiel gehabt und Holz gearbeitet. Was ist mit euch? Es ist 10 Uhr Vormittag, wir können da schon Probespiel und Holz arbeiten. Was ist mit euch Freaks? Scheiß Weitler. Na. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du Fußball gespielt hast. Ich ehrlich gesagt eine. Überhaupt Ich war nicht. brutal. Ja. Ich hab Hakentricks gemacht, so dergleichen. Hakentricks. Immer. Hakentricks. Immer. Die Hakentricks hat er ausgepackt. Die waren richtig gut. Die Bananenflanken hat er ausgepackt. Die waren brutal. Bauernbinken. Flanken. Ich war der Bauernbinken Kani, war ich. Bauernbinken kann ich. Der war richtig gut. Okay. Aber ich bin ins Da Kreuz. hat sich das Ganaker richtig gefreut um deinen Zugang. Die haben wir Das war- gezahlt. Die haben die gezahlt? Die haben wir gezahlt, ja. Ich war der Erste, der Geld gekriegt hat von Ganaker. Das ist wahrscheinlich auch der letzte. Wahrscheinlich meine Beitragsgebühren, die hast du dann gekriegt. Herzlichen Glückwunsch mir selbst. Du willst schon die ganze Zeit was sagen. Ja, die aber- wussten immer, es ist mir jetzt gerade einmal den Scheiß. Scheiße. Scheiße. Mit seinem scheiß Hakentrick. Aber das mal Haken. Neben Ja. R Haken. Du hast Haken. Ja, okay, Ja, ohne, nicht mit R, ohne mit R, weil dann ist es besser. Harken. Dann ist es besser. Dann. Ja, die waren aber gut. Die waren schon gut. Ja. Na, mir fällt leider nicht mehr ein. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern gegen die JVA Straubing. Das waren lauter so alte Gewamper, die Männer öde. Alter, das ist ja total gemein, ich will das minken. Die schaut, ich war halt Stürmer. Und die waren alle am Kopf kleiner wie ich und fett. Und alle waren irgendwie schnell und besser wie ich. Das war echt ärgerlich. Dann. Das ist praktisch wie bei South Park, wenn der Cartman mit den Paralympics mitmacht. Ja, so ungefähr. Wenn man wirklich denkt, da war ja noch wirklich noch 15 Jahre jünger. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, das geht schon, aber trotzdem geraucht wie ein Schlot, gesoffen am Vortag, kannst du vergessen. Ja, das und dann ist- gesagt zu ihm, ja, gut, einmal. Und das haben nicht, die haben dreimal so schwer gewesen wie ich, da bin ich halt ohne gelaufen und einfach umgefallen. Das ist halt einfach so, ja, was sollst du da sagen? Was soll ich machen? Das stimmt. Was soll ich machen? Bitte, Aber jetzt Vicky. ist mir eingefallen. Göttelgeschichte haben wir noch. Ja, Oder? Göttelgeschichte haben wir Göttel nicht. und ich haben uns, den Göttel war mal so in der Blüte seines Lebens, wo er noch bei uns war. Der Wichser. Göttel bist du nur. Rest in Und Peace. da tut's weh. Und na, Spaß. Wir haben mal ein Probetraining gemacht, dann bei Mostening. Einfach so nach 5 Jahren ich wieder mal Fußball gespielt habe, denkt, probierst du einfach mal. Und der Göttel so, oh, ich gehe da ins Tor, ich spiele auch mal mit. Ne? Und dann haben wir halt also Training gemacht, Der weil Göttel, da haben wir die halt Krake. einige kennen. Ja, die Krake. Ja, genau, du weißt wie der Göttel. Ja, egal. Aber jeden Fall haben wir dann da Probetraining gemacht gehabt und dann haben sie die ganze Zeit haben wir danach nur im Vereinsheim zusammengesessen und dann ist der Vorstand und so auch da gestanden. Ich weiß, die ganzen alten Leute halt, die wo da irgendwo mit zum Reden haben, die Gönner. Die Gönner des Vereins. Ja, wechselst du, mei, das ist ja gar nicht so schlecht, du bist ja gar nicht so schlecht. Ich so, na, ich wollte eigentlich nur noch mal hin zum ein bisschen mitkicken, einfach mal zum Schauen. Und der Göttel, dann, der nach 3, 4 Bier, dann schmatzt der immer so viel. Und der hat halt nur einen Scheiß, das ist so geil. Und dann ist der genauso auf der Studio, ey, oh, und Frelle, das machen wir genauso. Und eine Woche später oder 2, Zeitung, Dingelfinger Anzeiger steht drin, Vereinszugang, Mostening, Michael Göttel von Dingelfinger. Die haben dann praktisch den Spielerausweis, den Spieler, ja, genau, den Spieler Von Dingelfinger Dingelfinger angefordert.
Ihr seid offiziell nach Mustaine gewechselt. Und Olli hat sich so denkt, wo legt der Torwart das Ding auf ihn, der wechselt da oben. Und dann... Das war so geil. Das ist ja das Geile, weil Dingelfing relativ hochklassig halt überall umeinander spielt, oder? Ja. Und dann steht halt drin, der Torwart aus Dingelfing wechselt nach Mustaining. Und dann ist ein Göttel seine Fresse tot. Nein, das war zum Glück nicht da. Schade. Das war aber so Schade. gut. Da haben wir uns wirklich köstlich amüsiert. Schade. Aber Vorher waren wir mal sehr kurz bei Wirtshaus. Da ist mir was eingefallen. Das hast du letztes Mal oder vorletztes Mal hast du das mir angedeutet. Was? Was wolltest du? Ich wollte die eigentlich da hinsitzen, aber die hat nicht gehalten, dann ist es runtergefallen und ich wollte, schade. das ist nicht cool. Okay. Rauchen erfreut sich erneut besserer und größerer Beliebtheit. Geil, dann fange ich wieder an. Ja, seht Ja. ihr. Du hast schon. Ich wollte gerade Ja, Gelegenheitsraucher. Das ist, ja, das Ja, zu jeder Gelegenheit. Ja, zu Gelegenheitsraucher. Gerade weil du jetzt der Hörer nicht rauchen darfst, dann setzt Ja, du lange das- Zigaretten in der Fox. war jetzt eine Logo. Gelegenheit da nicht. Ja, richtig geil Raucher. Ich hab's auch verkackt. Sag ich dir, was ist? Vor 3 oder 4 Jahren habe ich auf Dampfen gewechselt. Und vor 1,5 Jahren habe ich mir dann im Urlaub eine Zigaretten erzählt. Fataler Fehler. Bam, bam, bam. Okay, nein, ich habe aufgehört. Boah, wie lange? 5 Jahre, 6 Jahre? Keine Das Ahnung. musst du wissen. Ja, weißt du ich nicht. Das jetzt ich jetzt sogar. Das ist noch gar nicht in 3-4 Wochen. Wo kommt das her? Wo Das kommt Rauchen auf einmal wieder cooler ist. Keine Ahnung. Ja, Das war doch eigentlich jahrelang auf Rauchen ist voll beschissen. Ja. ich kann's Und die mal, jungen Leute rauchen nicht mehr. ja, ich kann's mal dahingehend. Vielleicht ist es aber auch eine Quelle, trust me, Bro, keine Ahnung. Nein, kann das natürlich stimmt. auch völlig Schwachsinn sein. Nein, das stimmt wirklich. It's Was. on the Internet, so it's true. Ja. Ich kann mir halt erklären, oder ich kann es mir vorstellen, dass einfach wieder durch dieses ganze Dampfen und auch durch diese kleinen Elektrozigaretten, Ja. wie nennt man die? Was? Vapes. Ja, Vapes, ja genau. So kleine, dass das wieder damit an Beliebtheit gewinnt und wenn du halt schon in dieser Einstiegsgrube der Droge Vapes bist, kannst du dann Das raus. dann zu der Zigaretten gelangst. Das glaube ich schon, weil dann. Aber das Vape-Zeug, ich meine, ich tue es ja auch seit 3 oder 4 Jahren, das schmeckt ja tatsächlich nach Epsi. Und Ja, das schmeckt schmeckt richtig tatsächlich gut. Und eine Zigaretten, ein Raucher sagt natürlich, ja, oh, die Zigaretten gut. Ja, ein Scheißdreck ist es halt. Nein. Einen Scheißdreck ist sie halt. Und dass ich dann, wenn ich das tue, wenn ich vape und hab den, egal was für einen Geschmack im Maul, und dann zünd ich mir die erste Zigarette an, dann ist das noch 100-mal schlimmer, als wenn du einfach so, ohne Vorwissen, die erste Zigarette anzündest. Kann ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab's letztes Mal auch, war beim Rauch gestanden und dann ist er noch da. Auch mit diesem War Apparat. Gelegenheit eine gute, oder? War eine gute Gelegenheit, ja. War beim Tätowieren, deswegen da raucht man Der dann. Klassiker. Und dann ist er gekommen mit so einem Mordsapparat, Vape-Ding. Und dann haben wir kurz geschmerzt. Dann hat er irgendwas wegen dem Raucher gesagt. Dann so, ja, ich rauche halt ab und zu mal eine, aber nicht viel. Und er so, ja, er raucht gar nicht, er vapet nur, weil da hat er wenigstens keine Verbrennung. Also, ja, dann hast du die gesunde Variante. Passt Ja, dann schon. voll. Also, So holst ist doch man- dein Maul, das ist doch scheißegal, du haust da irgendeinen Mist in die Lunge. Ja, ich du mag's Vollidiot. einfach besser, ich mag jetzt beides. Ja, ist richtig. Ja, geil. ich muss sagen, Gleichzeitig. Gott verdammt, Also die das ist 10 ein Jahre, Durchgedreht. ich hab 15 Jahre lang geraucht, da habe ich 10 Jahre meines Lebens verloren, dann habe ich aufgehört zum Rauchen, hab gewaped, das Genau. ist auch nicht gesund, das ist mir klar, aber es ist zumindest gesünder wie Zigaretten wahrscheinlich. Dann habe ich wieder 5 Jahre gewungen und jetzt, damit ich das wieder aufhören kann, habe ich mir gedacht, ja, jetzt rauche ich und vape gleichzeitig, damit ich 15 Jahre meines Lebens verliere. Also kann sein, dass du jetzt während der Folge da rumfällst. Kann passieren, ja, dass ich entweder, weiß ich nicht, ein Raucherbein, ein Hustenanfall oder das Herz bleibt stehen, irgend sowas. Aber Raucherbein, Schau, das dass kommt sie ja dann nicht von klaut. jetzt auf gleich, oder? Also Herzinfarkt, ja, aber so ein Raucherbein, da denke ich mir jetzt nicht. Ja, Oh, doch. echt? Oh, oh, könnte, ab. Kann sein, dass gestern es voll ab. Fällt Cut ab, hier. 3, 2, 1, oh. Meins. Umfallen. Ja, niemand eins. Weg Weiß mit ich dem. Aber wisst ihr, vom Vapen hat es ja nicht geheißen, dass du die komische Popcorn-Lunge kriegst? Ich hab, Da habe ich mir irgendwas Ich gelesen, aber bin was mir das nicht genau sicher, ist. ob's da, es ist Nein, ganz bei- ehrlich, es ist mir so jeder da, aber so wie. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel Werbung für dieses Vape- und Raucherzeug, aber musst du dummer Kinder, drüber. wenn ich es ändern könnte, dann da ich weder das eine oder das andere nicht. Nein, dann Aber der ist- Zug ist abgefahren seit über 20 Jahren. 20 Jahre lang überhaupt nicht. 40. 25, gell? Ja. Scheiße. Seit 25 Jahren rauche ich mir Scheißdreck in mein Fressbrett hinein. Das ist richtig Aber ich scheiße. habe ja früher auch, ich hab richtig. richtig Wann habt ihr das Rauchen angefangen? ich hab's auch spät angefangen, ich voll nicht mit 16 oder so. Du bist ein richtiger Volldepp, du. Mit 14. Oh, ich war 11. Ja gut, dann mir das System durch. Ich hab gerade ein bisschen ein Déjà-vu, weil das habe ich schon einmal gesagt. Ja, ich war 11. Ja, das war beim die ersten Rausch nämlich. erste Folge, ja. Ja, beim ersten Rausch. Haben wir da schon mal über das Rauchen geredet, echt? Ja, die hat er war kurz sehr erst geil. raus und das erste Mal rauchen. Das stimmt, ja. Stimmt, ja, ich erinnere mich nicht. Egal, das wissen die Leute auch schon immer, das ist Ja, schon 8 Monate die her. Mensch sind, hat die die sind Folge nicht dumm, die Leute, oder? Ja. Ja, Die da zuschauen. Das ist oder? der Die Wahnsinn. Wer hier sind die so? Ich weiß auch nicht, Ja. da kannst du nicht Wer konzentrieren. schaut sich das an? Ja, schaut, also Jetzt wir schon schauen mal. halt richtig gut an. Ja, mir zwar schon. Das Dampfer wird unfassbar teuer. Oder ist schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich hab mir einen Jahresvorrat gekauft am Black Friday vor über einem Jahr. Und da ich dann wieder das Rauchen angefangen habe, dampfe ich jetzt viel weniger wie vorher, ist eh klar.
ich glaube, da müssen die jetzt liegen, wie sie das verteilen. Das ist nicht bloß ein bisschen. Ich kaufe mir da so Literflaschen, so Basisflüssigkeit. Dann kaufe ich mir Nikotinshots dazu, 50 Milliliter oder so. Und nur das Aroma, ungefähr 100 Milliliter. Und das schütte ich dann alles zusammen. Und wenn ich das alles gekauft habe, dann habe ich da so pro Liter, haben halt dann 1,2 Liter ungefähr, habe ich ungefähr dafür gezahlt, müsste jetzt liegen, vielleicht 20, 25 Euro. Und mit der Flaschen bin ich wochenlang ausgekommen. Jetzt haben sie Steuer drauf da, und zwar irgendwie einen zweistelligen Centbetrag pro Milliliter. Das heißt, die Basisflüssigkeit, die 10 Euro kostet, die kostet jetzt nicht mehr 10 Euro, sondern 300. Da bin ich da gesessen und ich, was? Das können sie nicht ernst meinen. Doch. Hättest du dein Geld heute mit da gelegt. Wo denn? Ich finde interessant, Wir weil haben viel wahrscheinlich so... die Raucherlobby ein bisschen reintreibt, haben wir ja noch 2 Leute wahrscheinlich auf Vapes umgestiegen sind und dann hat man nicht vorhandene Moment Connect. einmal, vielleicht ist genau das der Grund, warum Raucher mehr Beliebtheit hat. Das war genau zum Jahreswechsel. Stimmt. Ja, vielleicht haben da Aber wieder... Phil Morris hat letztes Jahr auch schon richtig gut Umsatz gemacht. Habe ich jetzt die Tage erst gelesen. Die haben auch wieder Vielleicht sehr soll man starkes da mal Umsatz wieder gemacht. Aktien kaufen von Raucher. Ja. Rauchen ist Ich hoffe, die gut. gehen nicht den Rauch auf. Unser Lehrer, unser Berufsschullehrer hat gesagt, raucht's. Er hat gesagt, raucht's, weil der Kind ist das nichts Besseres fürs Land als Raucher. Es zahlt ja ein ganz Leben lang Steuern zusätzlich Und verreckt's dann, und bevor es verreckt's soweit früher, ist. bevor er sein Geld wieder zurückkriegt. Er hat immer gesagt, er ist stolz auf jeden Raucher, weil der ist richtig patriotisch. Ja, Ja, weißt eine gute du? Geschichte. Ich tue was für mein Land. Aber ja, eben. Die einen gängen und zünden Asylantenheime an, aber ich habe gesagt, ich mache lieber einen Raucher. Ich habe das erwartet damals, Ich wo zünd ich mir die, Zigaretten an. wo ich, Diese ich habe damals eine Vollidioten. Zeit lang so ein Vape geraucht. Ich habe dann das Raucher aufgehört, Vape angefangen. Ja, und das habe ich komplett weiß ich auch noch, durchgezogen. ja. Und da war es aber bei mir schon so, dass ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Lunge irgendwie nass ist. Also ganz leicht so, weil du dieses Popcorn-Ding beschrieben hast. Ich habe das wirklich gehabt auf Nacht einmal, da habe ich wirklich dann ohne Atemnot gehabt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es mal eingebaut, weil ich einfach mega behindert bin, aber also Und das sie war... Ich muss dir die ganze Zeit anschauen mit dieser scheiß behinderten Brühe im Gesicht. Nein, die ist Gangster. Lass dir nichts einschmerzen. Lass dir nichts einschmerzen, Flo. Money, I'm rich. Und Im Januar haben Nein, wir, wie viel haben wir gemacht mit den Podcasts im Januar? 4,80 Euro. 4,80 Euro oder so. ja, pro Sekunde. Pro Sekunde, das war nice. Als der Bigger noch wisst, was sein Zeit kostet für sein Vape. 25 Euro. Keine Ahnung, was ist das? Was ist das? So ein kleiner Schein habe ich Kleine nicht da. Centbeträge. Okay, du hast Atemnot gehabt, weiter? Gestorben bist du offensichtlich nicht. Nein, das war's eigentlich. Da habe ich wirklich Schade. nur ein bisschen Angst gehabt. Nein, habe ich nicht. Das Einzige, was mich ziemlich krass aufgeregt hat, ist, ich bin da herin, sitze da herin und habe dann permanent das Teil in der Fotzen. Permanent. Und du hörst halt nicht auf damit. Und das Ding wird halt, das wird schon laut, aber es wird halt nicht laut, weil das steht so und dann ist da und dann kannst du permanent reinrauchen. Überall da herin an die Poster und was weiß ich, was alles, sie klebt diese Scheiße. Ehrlich? Und du brauchst bloß da einmal an die Fenstersteg runterfahren, da flippst du, kannst abschlecken, schmeckt nach meinem Weibscheiß. Brutal. Du es? Traust du nicht. Traust du nicht. Dann auch ich lieber, das ist gesünder. Wahrscheinlich, ja. Du kannst auch mal ein Tierstück abschlecken daheim, der schmeckt halt dann nach Zigaretten. Zigaretten. Zigaretten! Zigaretten. Zigaretten. Aber Zigaretten und meiner Brüin haben wir einen Werbepartner. Haben wir einen Werbepartner? Ich hoffe, ich habe schon die Dollar Du bist unser Werbepartner heute. Was wolltest du die Leute schon immer mal verkaufen? Mein Körper. Geil. Ich hoffe- Wer bietet mehr? 2000. 2000, bist du behindert? Nein, das Oder ist wie mein- gesagt, was? Rupees. Rubel. Okay. Der Rubel sind nichts mehr wert. Eben deswegen. Ja, aber mein Körper ist halt Von wirklich... mir kriegst du Zwickel 50. Okay, ja. Zwickel Wenn ich- 20. Der Kumpel von mir sagt immer, abschlecken sein darf. Körper ist eine Wohlfühloase. Nicht, wenn ich abschläge. Ja, aber jetzt müssen wir wirklich pausen. Was steht denn heute auf deinem T-Shirt um? Paar Kilo zu viel, paar Bier zu wenig. Der Bindestrich muss weg, der ist nicht schön. Nein, der ist richtig. Keine Schnuppkratz. Spaß geht nicht. Gib dir mal mehr Mühe, Florian. Okay, Entschuldigung. Ja, wir haben ja wie immer heute keinen Sponsor. Was habt ihr noch erwartet? Kotzt mich an. Haben wir schon wieder da. Wo waren wir stehen? Ich habe keine Ahnung, wir waren bei der Werbung. Ja. Ich wollte Zigaretten holen. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ja, ich bin Verstehe jetzt nicht. kurz überlegt, warum bin ich wieder gekommen. Haben wir schnell geraucht, haben wir schnell, weiß nicht. Ah, ja. Habt schon mal was? Oh, mach weiter. Ich mache nur Tischdeko, weil das letzte Mal sie beschwert worden, dass wir keine Tischdeko haben. Wer hat sich eine Beschwerde heimgefotzt Irgendwer voll? hat sich die Kommentare beschwert. Dann Ohne legst du Scheiß. dir jetzt was hin. Jetzt legen wir ein paar Bullen hin. Du stehst halt auf, die sieht man ja gar nicht. Scheiße, weg, egal wer das war. Da, ein bisschen eine Tischdeko, ja. Oh, kann ich? Ja. Ananas, Ananas? haben wir auch noch. Soll ich wechseln? Also für alle, die Nein, bloß ich wollte eigentlich zuhören. nur, dass du... Also, äh, Atzen Ich weiß auf die nicht, was das Ananas. ist, so, aber Ananas. sie haben jetzt meine Partybrillen ausgegraben und stehen die da vorne als Deko hin. Wunderschön. Wunderschöne Geschichte. Jetzt los halt das gescheit geknistert Klump. Voll Tu das Idiot. weg. Haben wir
Haben wir es jetzt. Haben wir noch was für Deko? Oder reicht euch das? Apropos Deko, jetzt Die Leute, die jetzt Fasching, zuhören, oder? sagen, Fasching. Schaut's bei euch aus. Haben wir nicht über Fasching? Ja, Fasching, Ach doch, da haben wir schon Fasching ist geredet, ja schon oder? lang vorbei. Ein bisschen. Was, der Fasching ist schon vorbei. Ja, in der nächsten Folge, oder? Ja, wenn die Also- rauskommt, ich Wenn die erste kommt, ist der Fasching schon vorbei. So, ist mir wurscht. habt ihr einen Rausch gehabt im Fasching? Boah, ihr habt so übertrieben, Jungs. Frage an die Zuschauer. Habt ihr einen Rauschstoff im Fasching? Bitte in die Kommentare. Hat's Danke. geraucht, ja? Hat's geraucht, ja? Grüße fix. Hat's geraucht zum Fasching? Jetzt auf zum Rochen. Jetzt auf zum Rochen. Meine Mutter fliegt wieder nach Köln. Die fliegt jedes Jahr nach Köln. Geil. Die hat Das möchte ich auch mal singen. Da möchte ich auch mal meine Mom oder Köln? Den Namen habe ich schon öfter gesehen. Deswegen schaut mein Schwanz aus wie ein Regenbogen. Was? Ei. Hä? Hat sie gut geklickt. Ja, das hat mich sehr gut gepflegt. Sehr gut. Die ist ja die hat ungefähr das gleiche gesagt wie der Bierger vorher. Da sitzt halt da und hast das Teil die ganze Zeit im Mund und hörst ihn auf damit. Sehr schön, zauberhaft. Ja, echt sauber. Du wolltest aber lustige Fragen stellen. Da haben wir Fasching Rein in die ja schon Runde. Boah, rein in die Runde. Brauchst Rein du in die nicht. Runde. Rein in die Runde. Rein in die Runde. Oh, Jetzt jetzt bist du fängst du's an. überfordert, Jetzt bin ich gell? überfordert. Ich weiß gar Ja, nicht. bist du Hast du eine Runde Ich schmeiß bumsen? einfach rein, wie es mir live ist. Schaust du was zum Schmeißen in die Runde? Ja, mit der rein in die Runde, ob er eine Runde bumsen hat. Nein. Okay. Nur wenn es Disco Ich bin scheiß, ich bin wirklich ein Nur Scheiß. wenn es Licht in der Disco geht. Dann Das ist wird Jesus. die Wahrscheinlichkeit Jesus. Boah, Na. jetzt hat er wieder voll in der Bodyshaming-Phase drinnen. Na, aber da bin ich wirklich, also bei Frauen bin ich sehr pingelig. Und boah. Oh, habt ihr gehört, dass man soll Hogwarts Legacy boykottieren, weil das transphobic ist? Nein, nicht das Spiel, sondern wegen der J.K. Rowling. Ja, und deswegen soll man das Spiel boykottieren. Ja, da habe ich so viel Scheiß drin Ich schon habe mir drüber die gelesen. Also ich Deluxe-Version glaub- dann drauf ich glaub- vorgestellt. Nur Schwule sagen sowas. Das ist so Spaß. lächerlich. Da. Das ist, halt, wenn die Folge erscheint, wahrscheinlich ist auch schon wieder 2 Wochen her, dann ist es ja wurscht. Da haben sie am Gronk voll gemault. Gronk, großer Streamer, einer der größten in Deutschland, einer der ersten in Deutschland. Voll geschissen, weil er sich halt voll auf das Spiel gefreut. Ja, der hat doch in den Stream dann auch gesagt, dass es ihm egal ist. Ja, der hat einfach gesagt, es ist mir scheißegal, was die Alte labert. Sagt, ja, ist und jetzt richtig. fertig. Ja. Dann hat er jeder seine Futzen zum Halten. Ich kapiere nicht. Ja, Kapiere ich Ich nicht. sage auch voll, dass ich dann immer Leute vorschreiben möchte, für was sie praktisch einsetzen müssen, für was sie ein Statement abgeben müssen. Weil ich sage, für alles, keiner kann für alles Statements abgeben. Der eine sagt vielleicht, ich verzichte auf Fleisch, weil das ist mein Prio, ich mache das ist mein Prio. Und der eine sagt, Inklusion und so weiter ist mein Prio. Und wenn den seine nicht ist, dann sagt er, da engagiere ich mich nicht und es interessiert mich nicht, weil ich habe Bock auf Hogwarts. Ich habe auch Bock drauf und ich werde es nicht, weil sie behindert ist, werde mir ich jetzt nicht das Universum nehmen lassen. Ich finde sie gar nicht so behindert, was? Naja, die ist schon... Verstehe nicht. Du weißt nicht, wohin das geht. Mann, das weiß sogar ich. Doch. Das war's sogar das du. war's Das sogar Geile ist, ja, ich habe jetzt auch so schmerzen lassen, der Gronk und ich glaube Pizmeet und wie sie alle heißen, diese Streamer-Vereinigung, bei denen ich halt, die spenden wirklich Tausende Euro an Organisationen und da ist sogar eine dabei, Ja, genau. die sich nur mit dem Thema befasst. Der Gronk die hat ja Leute für- sind so dumm, wo Alter, das ist weil unfassbar. dann werfen sie ihm vor, dass er sich jetzt praktisch freikaufen möchte. Also, was ist denn mit euch eigentlich? Das macht er schon jahrelang und weit bevor er Hogwarts Legacy. Ja. Ich finde, das kam unerwartet. Sorry. Da hat er einfach so on the fly die Brille gewechselt. Das ist was, das. Ja, ich habe mir auf alle Fälle die Deluxe-Version dann vorbestellt Auf jeden Fall. und einen Stream ein bisschen besser vorbereitet, als ich das sonst tue, aber denkt, ja, da haben wir voll rein, Alter. Ja, vor allem, man muss ja sagen, wenn jetzt das Spiel boykottieren, na gut, sie verdernt aufgrund der Lizenz mit, das ist halt einmal, das Drei- passiert halt einfach, 3 aber, Euro pro Copy. aber du schadest ja dann auch die Entwickler und so weiter, die ja nichts dafür können, die sich offiziell davon distanzieren, die das Spiel, du kannst ja da aus einem Charaktereditor drinnen, du kannst ja theoretisch auch als Transmensch da drinnen zusammenbauen und Es gibt, das ist ja anscheinend in dem gemacht für die Spiel, Leute. es gibt in dem Spiel sogar NPCs anscheinend, die Trans-Dingsbums sind. Es fällt halt nicht auf, aber da fragt halt auch keiner danach. Sie wollten es halt schon okay machen. Ja, Vogue, nimm es Vogue. Ja, ich hasse das Wort auf dem Tod, da haben ein paar so Charaktere drin, passt. Dann sagt auch keiner was. Ja. Und trotzdem maulen die Ja, Idioten. Weißt du, was das für Leute sind? Wahrscheinlich keine. Stop having fun. Das sind wahrscheinlich am großen Teil keine Trans-Leute. Aber Ja, das ist nur wie das Nächste. Wie Ja. die Geschichte, die ich Was- letztes Mal ja. erzählt habe, da von mir beim Faschingskostüm, wo sich die Ja, Leute ja. beschwert haben, die eigentlich nichts zum Sagen haben dazu und die Leute, die sich beschweren dürfen, haben drüber gelacht. Was Ja. aber auch noch ganz cool ist, habt ihr es angekriegt mit Quidditch? Erstens, Das- das ist ja nicht im Game. Ja, das ist schade. Und- Das aber hab ich es genau gibt ja heute auch erst so- gelesen, dass es aber nicht im es gibt ja Spiel ist. also, es gibt ja also Vereine, die spielen ja das Quidditch, weil sie einfach Harry Potter und das Universum Ja. da rundum so lieben. Haben wir wieder beim LARPen so ein bisschen. Ja, Genau, also da gibt es ja ganz früh, gibt's ja einen richtigen Verein davon, der wo sich auch mittlerweile von der Rowling distanziert.
Und jetzt möchten sie das Ganze dann auch umbenennen in Quadball und so weiter und so fort. Also habe ich, Das ist so behindert. ja, einfach nur, weil sie dafür stängern, dass ja auch Transen, dass da Schwule, Homos, Heteros, Weißt, keine Homos. J.K. Rowling sitzt in einem von ihren 21 Superwillen. Rowling. Rowling. Das ist mir rar. Da ist Jimmy Rowling. Transphobien. Du weißt denn dann? Weiß ich nicht, Rowling. Nein, aber ist geil. Also wie gesagt, Rowling. Ja. Rowling. Rowling Ist mir egal! J.K.R. Fertig. Die Alte, die Harry Potter geschrieben hat. Die Alte, weißt schon. Weißt du, die sitzt in den Armen von ihren 21 Superwillen und schaut sich die Diskussion an und denkt sich, Gottverdammten Vollmond ist heute sein Maul. Glaubst du, die schaut jetzt wirklich unsere Diskussion dann? Definitiv. Die twittert sehr Na, regelmäßig unsere. zu diesem Thema. Unsere schaut es mit Sicherheit So steht sie auch. nicht auf Twitter, Wir so, sollten es markieren wir's. wir sollten es mal markieren. Wir markieren jetzt einfach irgendwelche wildfremden. Wissen Sie, was ich einer schon stimmt. immer mal sagen wollte? Ich liebe die. Magst du mit mir gehen? Ja, aber nein, vielleicht. Nur sexy Time. Darf ich mir mal so eine Supervilla anschauen? In Klammern schreibst du da drunter, bin auch nicht homo. Aber die, glaube ich, hat ja hauptsächlich ein Problem mit Transfrauen. Ja. Das ist ja größtes Ärgernis. Das ist ja, es ist ja, ich finde es ja lustig, es hat nicht auch voll den Shitstorm gegeben, weil sie irgendwo in den USA ein Typ als Frau, also jetzt eine Frau sagt er, und dann ist er ich in glaub, die ich weiß, was Sport, beim Schwimmer, glaube ich, oder so. Ja. Und dann ist er einfach bei den anderen, bei den Frauen drin. Video gesehen? Und dann zückt er sich da einfach aus der Pimmel Ach so. und steht bei den Weibern drin. Ich habe das Video gesehen, da wo praktisch derselbe, der hat jetzt einen Weltrekord Also geschwommen ja, bei den und das Frauen. war jetzt gleich gekommen, ja. Und es ist so ein geiles Video, das es dazu gibt. Da wo es dann sagen, oh ja, und das ist übrigens der wo den Weltrekord, die den Weltrekord schwimmt und schwimmt dann, oh, und es ist so ein knappes Rennen und dann sagst du halt nur, sie schluckt ab, ist fertig, die daneben geschwommen haben, die zwei, noch Runden geschwommen. Oh, der nächste, oh ja, jetzt kommt der ins Ziel. Schwimmen eine andere Runde. Also, der war einfach 50 Meter voran, da wusste nichts, das gibt's ja nicht. Und ist halt instant Weltrangliste Nummer 1 bei den Frauen. Ja, weil das sie ist der aber Witz schon, du hast ja ist ganz einfach. andere Gene. Also, das ist irgendwie, müssen sie das Es so ist regeln. einfach, ich verstehe halt nicht, Danke, was da der zum Regel, ja. Diskutieren gibt. Da ist, das ist, Männer haben einfach eine ganz andere Physis als Frauen. Ja. Der krass trainierteste Mo ist einfach dreimal so viel wie die krass trainierteste Frau, die es gibt. Da die können trainieren, was sie wollen. Die werden einem, nimm mal Michael Phelps. Das ist ein Schwimmsepp, oder? Der Schwimmsepp, ja. Der richtige Kreis. Der Ja, schaut aus wie ein Mann. verficktes Dreieck. Ja, genau. Der schaut aus wie der Usain Bolt. Kannst du Geodreieck ins Ähnlich Wasser wie der werfen. Kani vom Wie der Usain Bolt, den sein Physis, der ist halt also once in a decade, kommt da so ein Typ auf die Welt, der hat so seltsam lange Haxen, dass er heute das da laufen kann. Ja. Und so ist der Michael Phelps, der ist ein einziges Dreieck, der Typ. Das ist der zirkt, ich zirk 5-mal und bin hinten, da zirkt er einmal und ist da hinten. der ist irre. Und den, wenn du mit der besten Frau gegeneinander schwimmen lässt, dann ist der ungefähr 2,5 Mal so schnell. Diese Diskussion ist so lächerlich. Ja. Und wenn ich dann aber sage, die krasseste Mo in seinem Sport ist Welten krasser als die krasseste Frau im gleichen Sport, dann bin ich der Sexist. Das ist nicht Ja, ganz aber ich sauber, fühle oder mich was? doch wie eine Frau, wenn ich schwimme wie ein Mann. Das ist so dumm. Ja, das ist so verstehe- dumm. Das war da nicht auch bei den letzten Olympischen Spielen eine Transfrau bei den Gewichtheberinnen dabei? Jetzt, was du das sagst. Da war doch irgendwas eigens. ist, Und das ist ja genau das Thema, wo ich sage, das ist ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, aber das ist ja nicht so fair. Vielleicht Das ist natürlich, das ist wiederkommen bei den Paralympics. Ja. Was halt der Gedanke dahinter, der hat man verkackt. So. Aber das ist der gleiche Gedanke und um was anderes geht es nicht. Das ist so, ich- dass das zulassen wird, das kapiere ich nicht. Das, also beim Sport ist es auf alle Fälle ein bisschen ein schwieriges Thema, hätte ich jetzt mal gesagt. Wenn wir jetzt schon bei Olympischen Spielen haben. Ja. Frage an die Runde, Frage nicht. an die beiden Runden. Das ist ja lustig. Heute ist er gut drauf, ja. Ja, Ich das habe ist richtig Red lustig. Bull Das gegangen. Ich habe Red Bull. Das erwischt mich Wie immer. gesagt, das liegt an der Brain. Auch. Olympische Spiele. Ja. Was hältst du jetzt davon? E-Sport rein? Ja, nein. E-Sport rein? Ja, nein. Also mal zur Erklärung, was ist E-Sport? Da sitzen mit Sicherheit viele Leute umeinander, die nicht wissen, was E-Sport ist. E-Sport heißt nichts anderes wie Electronic Sports und ist kompetitives Computerspielen. Beispiel Du musst jetzt Counter-Strike sicher 5 auch gegen noch 5. Du erklären, was kannst kompetitiv heißt. Das werden auch 3/4 von deinen Hörern nicht Was kapieren. ist Counter-Strike? kompetitiv heißt einfach wettkampforientiertes Spielen. So, jetzt. Oh, Das heißt, wer ist krasser als der andere? Ganz einfach. Und da gibt es ein Level, wenn du meinst, du bist gut im Zocken, nein, bist nicht. Nein, bist einfach nicht. Und komm auf. ob man das in Olympischen Spiele mit aufnehmen soll oder nicht, ganz ehrlich, wenn Schach drin ist, ja. Richtig.
Und Ja. ich sage, dass dein Hirn und deine Reaktion, da geht es ja nur um Entscheidungen treffen auf kürzeste Zeit. Deine Reaktionszeit ist ganz furchtbar krass bei den meisten Spielen. Ja. Und Augen-Fingerkoordination, der ja, ganze Mist, genau. das ist ja auch Und um was anderes geht es ja in vielen Sportarten in die Olympischen Spiele auch nicht beim, was weiß ich nie. Daumencatchen. Daumencatchen. Weiß ich nicht, da gibt es gerade Pistolenschießen, ist eine Disziplin. Ja. Das ist auch nichts anderes. Da muss ich mich halt konzentrieren, Augen, Dingsbums, Koordination und zielen und ruhig bleiben. Ja. Und aber irgendwie verstehe ich schon, es passt irgendwie nicht. Na, irgendwie es passt ist was ganz nicht. anderes. Ja, deswegen ganz komische Frage tatsächlich. Aber mein Gott, man also, muss jetzt sagen, die Welt ändert sich halt und das ist halt einfach, es kommt und es wird größer und es wächst und deswegen muss halt vielleicht dann einmal Mr. Olympisches Spiel oder Mrs., keine Ahnung, wie sie identifiziert, sagen, wie er sich halt fühlt. genau, es darf auch mit rein, weil es hat's da. Ja, aber wo fangst du an? Es gibt so viele Spiele, die kompetitiv gespielt werden. Angefangen bei Counter-Strike, LOL. Du kannst sogar World of Warcraft kompetitiv spielen. Du musst halt die besten Spiele mit rein oder sage ich jetzt mal, es gibt ja Winterspiele, Sommerspiele Smash oder elektronische Spiele zum Beispiel. Kann man ja zum Beispiel eine dritte Variante. Boah, scheiße, das lasse ich mir patentieren. Was für elektronische Spiele? Dass man praktisch olympische Spiele. Bist du sicher, dass du das jetzt verzeihen willst? Da ist irgendein Gestörter, der ist dabei, der sich das patentieren lässt. Ja, das wäre jetzt direkt nur, der Podcast kommt erst in 2 Wochen. Okay. Aber hey, das war doch geil. Olympische Spiele, Winterspiele und E-Spiele, also elektronische Spiele dafür. Die halt irgendwo dazwischen kommen. Ja, genau, da ist das scheißegal. Ja, aber sowas, es gibt ja so Tournaments, gibt es ja die ganze Zeit am laufenden Band immer wieder. Da macht ja jeder Spieleentwickler, wie jetzt zum Beispiel Riot Games, die haben für League of Legends verantwortlich und das ist so eines der größten. Also da geht es um Preisgelder, damit Leute vielleicht mal irgendwie eine Vorstellung kriegen, das ist nicht bloß irgendein Paintball-Scheißdreck, da schauen 100 Millionen Leute zu. Mittlerweile 100 Millionen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber Millionen von Leuten zu, ich kann nicht sagen wie viel, und da geht es um hunderte Millionen von Euro als Preisgelder. Richtig. Und das ist nicht mehr irgendein Kindergeburtstag, sondern richtig krasser Scheiß und auch richtig geil zum Zuschauen, wenn man selber das Spiel spielt, richtig stark. Tatsächlich, ja. Und die veranstalten ja ihre eigenen Weltmeisterschaften. Aber das ist zum Beispiel, ich war ja beim Biathlon, das war eine Weltmeisterschaft. Zum Beispiel. Also, weißt du, das, ja, ich verstehe dich schon. Ich habe gerade überlegt, wo der Unterschied ist zwischen den Weltmeisterschaften und der Olympiade. Da schickt ja jedes Land halt seine besten Leute hin. Oder? Das ist ja der Unterschied dann. Also, das ist. Gibt's so Tournaments, wo so Länderspiele im Prinzip, wo wirklich... Scheiße, das müssen wir uns wirklich Warum gibt's sowas noch nicht? Das lassen wir uns wirklich patentieren jetzt. Also ohne Witz gibt's wirklich nicht, oder? Nein, stell dir mal vor, die 5 besten Deutschen. Zack, 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 zack. Es gibt sowas wie, das ist im Prinzip, da wirst du auch nicht so tief drin stecken, ich stecke auch nicht so tief drin, aber ein bisschen früher mal. Das ist wie ein Verein. Da kann ja jeder da gibt's, ich meine, sogar der FC Bayern hat mittlerweile E-Sport-Teams. Ja. Und die kaufen sich Spieler, wie so die nicht auch, und da geht's um richtig viel Kohle. Und das sind nicht die Vereinsspiele, die gibt's jetzt schon. Aber Länderspiele, die gibt's nicht. Boah, was eine geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee. Wer ist denn da voll drin? Der Heino ist doch da voll drin. Der Heino, der macht Schlangen. Der Heino macht Schlangen. Schwarzbein ist die Haselnuss. Ja, genau. Den Heino meine ich nicht. Aber die schauen sich schon ein bisschen ähnlich mit der Brühen. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass man sich mal beim Heino mit einer richtig guten Idee vorstellt. Ja, das werden wir machen. Hey, jo, ich habe eine gute Idee. Sollte man mal tun, die werden uns 2 einfach auslaufen, und dann werden uns die Idee klauen. Muss ich vorher patentieren. Okay, markiert hier bitte Hand of Blood runter, wir markieren ihn jetzt auch überall. Ja, wenn ich weiß, wo der Heino ist, der Hand of Blood, der hat sein Team. Spandau Eintracht Spandau. Spandau Inferno? Das war damals was anderes, das war damals der alte Team. Ja, das ist aber halt sowas wie eine Vereinsmannschaft und wir brauchen aber hier Länder. Wir brauchen hier eine Veranstaltung, eine Weltmeisterschaft das ist so mit Ländern. Geile Idee. Das war super awesome eigentlich. Awesome. Das wäre richtig gut. Everything is awesome! Wir nehmen wir den Scheiß dann? Nicht so normale Länderspiele. Es ist einfach E-Sport-Weltmeisterschaft. Und dann gibt es die Top 5 kompetitiven Spiele, das ist LOL, Counter-Strike, Valorant, Landwirtschaftssimulator. Für den habe ich nicht mal einen Bericht gesehen, dass da gibt es ja auch Turniere. Ja, hast du schon mal gesehen, hast du das kompetitive? Ja, die Dinger abmachen. Und wer schnell Tracking macht und Ding. Ja, da glaube ich, da war Gewinnhöhe von 600.000, glaube ich, sogar im Spiel. Bei dem Heuball. Hast du 600 Dollar hast du gewinnen. Hast du eine Vorstellung, wie dermaßen oft sie der Landwirtschaftssimulator verkauft? Ja, der ist irre. Das war mit Abstand
die habe ich auch gestreamt, zweimal, den alten und den etwas neueren und der neue kommt auch am Ende des Jahres wieder. Mit Abstand haben mir da die meisten Leute zugeschaut. Also völlig Irrsinn, über 3000 Der Leute. Landwirtschaftssimulator ist praktisch das Zockpodot zu Fast to Furious. Da kommen dann die ganzen Bauern und Schrauber, die halt normal nur in der Werkstatt hocken und am Feld draußen, gehen dann nicht ins Kino, sondern zocken dann einmal. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe das auch ganz lustig gefunden. Ich glaube, das dass ist es so amüsant seltsam, es ist halt, wenn du das noch nie gespielt hast, das ist seltsam zum Erklären, was du da tun musst. Ich hab's einmal beim Spätzl mal zugeschaut, weil der hat sich auch geholt und das war irgendwie was lustig, weil er sich also voll eingesteigert hat die ganze Zeit. Kannst du das ist halt das Krasse. Kannst du das als Unternehmer dann eigentlich absetzen als Schulung? Oder wenn man jetzt so am Bauer ist und sagt, ja, du, ich habe mir jetzt eine Schulung für 70 Euro gekauft, so detailliert ist er leider noch nicht, aber ich hoffe, dass die in den letzten 2, 4, 6 Jahren kriegen ja die Kohle ohne Ende, dass man das halt dann auch gespielt im Spiel, dass die größer werden. Und im Prinzip, ich meine, wie viele solche Spiele, so Aufbauspiele habe ich schon gespielt, wo man so Produktionsketten bauen, was wie in Anno oder irgendwelche Wirtschaftssimulationen. Du produzierst Mehl, das geht zur Mühle, umdrehen, du produzierst Wurz, das geht zur Mühle, das geht zum Beck und bla bla bla. Und da spielst du das halt selber. Bloß, dass du das Feld sein musst und dann wachsen lassen musst, dann musst du dich drum kümmern. Kennst du ja so Spiele wie Harvest Moon? Ja. Ja. Das ist voll geil auf der Super Nintendo. Ja, genau. Haben die erfolgreich oder nicht? Ja, voll. Ja, voll. Und der Landwirtschaftssimulator ist das halt komplex. Boah, jetzt Das hat haben wir schon Spaß Thema gemacht, Thema irgendwie. Simulatoren, ich habe noch einen da. Also Ja, ich ein habe Goat-Simulator. einen Bericht gesehen. Was ein Code-Simulator. Nein, Goat. Nein, das ist doch, ich weiß es nicht. Ja, der ist auch so geistig Der ist behindert. auch gut, ja. Aber ich habe den Bericht gesehen, ich glaube in Crystal Palace ist das, England. Da ist ein Trainer, der hat Tag und Nacht hat der diesen Fußballmanager von Sega gespielt, also wirklich exzessiv Ja, gezockt. das ist der einzige Fußballmanager, der noch was taugt, oder? Ist es Genau, der? das ist der wo er so detailliert ist, da wo du ja die wirklich für eine Saison, ich glaube, gefühlt wirklich 10, In 20 Echtzeit Tage sitzen kannst, ja. Also da wo er wirklich die Spieler, da nehmen wir zum Teil die ganzen Scouts vor die ganzen Vereine, nehmen die Daten zum Teil aus diesem Manager und so weiter. Und der da hat das so exzessiv gezockt, dass er jetzt der Trainer ist in der, ich glaube, ersten englischen Liga und der hat aber keine Trainerlizenz, da muss auch nur der Verein jedes Spiel $25.000 oder Euro Strafe zahlen Strafe wahrscheinlich zahlen, alle weil er weg. die Lizenz nicht hat. Und der ist aber so gut, weil er so viel Know-how hat durch dieses Spiel, dass die Tage nicht in der Zeitung standen. Die ist so geil gefunden. Ohne Einfach, ja, Das ist eine richtig geile geil. Geschichte. Geile Ist mir gerade Geschichte. eingefallen, ja, tatsächlich. Geil. Der ist aber, ich hab den auch mal irgendwann gekauft, weil das habe ich dir gesagt, haben wir mir mal geschmerzt. Weil ich habe gesagt, Anstoß 3, das ist jetzt 25 Jahre, das spiele ich noch. Du musst den Fußballmanager da spielen. Und das habe ich dann da. Und ich glaube, nach 10 Minuten habe ich aufgegeben, weil er so scheiße komplex ist. Und ich denke, Alter, was ist das? Ich habe ein Jahr hab ich mal gespielt, also ich glaube 2020 oder 2021, aber das ist schon, erstens tust du da so Sachen wie Training oder sowas, das machst Du kannst alles dort bei du jedem kannst einzelnen Spieler die Trainingseinheiten pro Minuten ein und laut dann Mist, wo ich mir denke, Alter, ja, und Los auch mit, du los siehst die mit, Entwicklung los mit. pro Training und sonst was Ja. teilt er, also das ist so wirklich Wahnsinn, wie haben die komplex. Originallizenzen nicht, gell? Also, dass die Originalvereine und Namen und Spielernamen und Beutel und so. Echt? Doch. Ich glaube fast alle mittlerweile, also das ist ja wirklich, also Muss man sich die runterladen als Mod oder ist das einfach dabei? ich glaube, das ist mittlerweile dabei, der kostet ja mittlerweile 60, 70 Euro. Ja, das ist ja völlig in Ordnung für so einen Manager. Warum nicht? Aber schon, also der Krass. geile, ich fand, das ist so ein geiles Zwischenspiel hätte es nicht gegeben. Das war damals dieser von FIFA auch, muss ich leider sagen. Dieser Fußballmanager, das war so ein Zwischenspiel. Das war eigentlich recht einfach für den Casual-Zocker. Da wusste ja mal, was weiß ich, am Tag 2-3 Stunden hinsitzt und dann hast du mal Saison, so eine halbe Saison durchgespielt. Dafür war das richtig geil, aber der ist halt leider pleite gegangen. Der war ja die letzte Version 2014, 15 oder 16 irgendwo da und die war so schlecht und nicht fertig, dass sie einfach dann aber dort war. die anderen waren so stark, also die davor, die haben, der Göttel, Verdammte Göttel schon wieder! der war die ganze Keine Zeit Folge ohne zusammengespielt. Göttel. Und der Onkel Werner haben wir auch schon lange mal gehabt. Haben wir noch nicht drin gehabt, ne? Nein, Also wir haben ihn schon mal drin gehabt. ja, ich wollte aber- sagen, hä? Ich hab ihn schon lange nicht mehr drin gehabt. Ja, Ich bin wir sind jetzt rausgewachsen. alt, wir sind jetzt Ich Ich bin bin rausgewachsen. rausgewachsen Ja, aus der Ich bin Geschichte. froh, dass er nicht reingewachsen ist. Das passiert ab und zu Stell mal. dir vor, Alter. Ja, Stell dir vor, der boxt fest da drin. Kann das theoretisch gehen? Er in dir. War das sowas wie der Human Centipede? Kann der so lange da drin bleiben, bis er festwächst? Das geht. Keine Ahnung mit dem Doktor. Alle haben Nein. irgendeinen Doktor, Mediziner, Studenten da oder sonst irgendwas. Außer mit der Geschichte, Wenn ja. der da lang genug drin bleibt, kann der da festwachsen? Frage für Oder einen stirbt Freund. der einfach nur ab irgendwann. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, der andere muss Und ja auch dann, mit und dann wächst Gockelmockeln. du. Ein Gockelmockel. Gockelmockeln. Wenn man einen Katheter legt dabei. Ein Katheter! Ein Katheter! Künstlichen Ausgang, gell? Künstlich Ausgang. Geil, Ja. Alter. Geil. Ja, stimmt, weil dann kann der eine in seinen Hintern bieseln und ja, Jetzt bei dem wird's ist der abbieseln. richtig krass asozial. Ja, aber Das ist- wenn Ja, wir das jetzt ist so, Müssen wir das Thema abgefahren. dann schon mal durchsprechen, wie das funktioniert. ja, Anatomisch also, korrekt. du hast ja gesagt, einen Katheter legen, aber das ist ja dann
Bloß für den Vordermann eigentlich. Klo. Bloß. Ja, bloß für den Vordermann. Aber Miroslav der Klose. Hintere, der muss ja dann praktisch auch mal urinieren. Also muss der praktisch dann uriniert, der in... Urinieren, Flo. Habe ich nicht urinieren gesagt? Du hast urinieren. Urinieren? Uri Geller. Ich bin der Uri Geller. Und ja, aber wo geht denn das hin? Machen wir da los, lass uns auslaufen, oder? Weiß ich nicht, ich hab mich voll angeratzt. Geil, Leute. Super, Biergeleck. Geil, Leute. Ich weiß nicht, das ist mir zu Stark. komplex. Bin ich zwingend in der Anatomie drin. Ja. Anatomie. Entschuldigung. Fällt mir nichts mehr ein. Nein, das ist der Florian. Wo ist Mr. Henky, wenn man ihn Flocki. braucht? Der Haben wir ihn Flocki. sonst noch? Schmeißt was in die Runde hinein. Schmeißt was in die Runde. E-Sports waren wir. Ja, das ist eine E-Sports, gute Frage. Gefällt mir gut. Ja, Smash Brothers halt. Smash Brothers. Smash Brothers das Beste. Mario Kart. Kann jeder spielen. Das ist auch geil, ja. Ja. Ich hab auch, check's nicht. gestern habe ich irgendein Video gesehen, weil ich war auf Twitch und dann war da so ein Vorschlag und dann war Clash of Clans Weltmeisterschaft. Da gibt es Weltmeisterschaft. Fick die Henne. Also, Und wer mehrere Kreditkarten reinbuttern kann, hat Hunger, oder? nein, das ist doch da schickst du das wie so ein behindertes Tower Defense. Da musst du halt dann so Mana-Unit sei schickst, links, rechts und dann halten die das also. Dann kommt da so eine Unit, haut die andere kaputt, dann schießt der Turm, der verteidigende Turm den kaputt und dann, wie krass ist das bitte? Und ich denk mal, gut. Gut. Okay. Nice. I feel you. Na, also das war ganz komisch. Dann habe ich nur 2 Minuten gesehen. Dann hab ich mir Alles, was gedacht, mich interessiert, ist, dass Riot offensichtlich, oder jetzt ist es ja bestätigt, an einem eigenen MMO arbeitet. ja, alles, was Riot macht, ist geil. Bis jetzt, leider Gottes, was heißt leider Gottes, bis jetzt alles, was Riot macht, ist unfassbar erfolgreich und unfassbar gut. Du kannst es lieben oder hassen, aber LOL spielen immer noch, was weiß ich, wie viel, 100.000 Millionen Leute. Lieben oder hassen, Dann- das Rollenspiel nicht verpassen. Okay, Entschuldigung. Ist leer. Ja, das erklärt einiges. Das ist das Problem. Jetzt lieber auch gerade so eine Cola gesoffen. Valorant ist der einzige Shooter in den letzten 25 Jahren, der ansatzweise an die Qualität von einem kompetitiven Shooter wie Counter-Strike ankommt, der ernsthaft konkurrenzfähig wäre, aber er ist halt doch so anders, aber es ist ein gutes Spiel, aber du kannst es nur hassen oder lieben. Und jetzt kommen wir drauf, dann die Serie, hast du die Serie gesehen? Arcane? Die haben sogar ich gesehen. Ja, die habe ich angeschaut, aber die hat mich nicht so gefesselt, muss ich sagen. Ja gut, ich kann mich Ja. da jetzt nicht hineinversetzen, wenn man das Universum nicht kennt, wenn man die Charaktere nicht kennt. Ja, das hat einen geilen Stil, das ist geil voll. zeichnet, finde ich. Das Voll. hat mir gefallen. Und ich schaue es mir nochmal an. Ich habe es jetzt nochmal auf die Liste gesagt, ich möchte da nochmal eine Chance geben, weil es eben so gehypt wird und so gut sein soll. Super geil. Muss ich nochmal gucken. Super Ich geil. finde halt auch dieses kleine Ding, die ganze Zeit ist immer so, scheiße, erkennst du jetzt den Champion da aus LOL oder erkennst du ihn nicht? Ist er das nicht? Ich finde, hast du Twitch gesehen? Ich glaube nicht, nein, das hast du mir aber schon mal verzeiht. Der Chemiesepp unten, der hat so eine Ratz im Käfig. Ah. Und das wird 100%ig der Twitch später. 100%. Das ist der Sinch da unten. Ja, das ist der Sinn, Genau. ja klar. Und der hat eine kleine Ratz Der, wo im doch Käfig. die Leute wieder fit macht, wenn sie Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir es angeschaut, wie es rausgekommen ist. Ich glaube, war vor 1,5 Jahren ungefähr. ewig her, ja, direkt. Deswegen weiß ich nicht mehr im Detail, aber die Sachen haben wir hängen. Dr. Mundo ist dabei. Der ist aber heute noch nicht der Dr. Mundo. Der wird heute noch der Dr. Mundo, glaube ich. Lauter so sagen. Und wenn man halt das nicht kennt, kann ich mir vorstellen, das macht viel aus, dass ich die Serie Ja. nochmal extra gut finde. Dann, warum es ich noch ganz furchtbar stark feiert, ist, so schreibt man starke Frauencharaktere. Komischerweise in die Animationsserien geht es allweil, ohne dass man unter die Nasen gerieben wird. Also, keine Ahnung. Und was ich bis dahin nicht glauben habe können, ich meine, ich kenne LOL, da gibt es 130 oder 120 verschiedene 140 Champions. mittlerweile, glaube ich. 140 Ja, irgendwie verschiedene sowas. Champions. Das ist auch viel. Die sind also sau viel. Und die haben alle unterschiedlicher, dass es gar nicht mehr unterschiedlicher geht. Da wo ich mir denke, Alter, wer möchten diesen Clusterfuck an Scheiße in ein Universum zusammenfassen? Wie soll denn das ausschauen? Und dann kommt Arcane und ich sehe das mit Piltaufer, mit diesem Hextech-Zeug, dann mit der abgefuckten Gosse da unten, wo das Chemie zeigt. Da bin ich da gesessen und denke, das ist die geilste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Wie ihr das gemacht habt, weiß ich nicht. Und da soll ein MMO dazu kommen, das hoffentlich das erste wird, auch das WoW konkurrenzfähig ist. Das war geil. Ich glaube, dann hätte ich aber kein Leben mehr. Da muss ich Aber alles, den Podcast eingestellt, da oder? muss ich alles kündigen, alles einstellen. Wir machen Da dann gibt's den keinen Podcast mehr. virtuell. Dann ist Halligalli Drecksau-Party, ja. Das kann noch mehr auslösen, was WoW vor 20 Jahren ausgelöst hat. Ja. Nicht ganz, weil, Na, aber es könnte ein gutes Spiel werden. Das könnte durchaus möglich sein. Durchaus. Das ist wie ein Einwurf beim Fußball. Was denn beim Fußball? Das ist wie ein Einwurf beim Fußball. Durchaus möglich.
Oh, leck, Alter. Dauert ein bisschen, bis man versteht, aber. Das Schlimme ist, er ist gar nicht mal so unintelligent, dann kann ich nicht als schlechter Namen, aber. Okay, er war irgendwie wie ein Der hat Opa. schon einen schlechten Namen. Okay, ich sag's nicht. Nein, den hebe ich mir von anders auf. Wann der letzte Film, den ihr euch angeschaut habt? Ich mache gerade einen Chucky-Marathon. Nein, Welt, weil die zweite Staffel losgegangen ist. Ach, die Serie, die habe ich nicht gesehen. Kann ich Ja, also ich habe nicht die Filme jetzt auch noch mal alle angeschaut und die Serie so und schlecht. die sind Weltklasse. Ich finde es so schlecht. Du bist schlecht. Mit dem Maul. Okay. Ich finde geil, weil die ganze Zeit so viel Leute damit. Der kleine 6-jährige Bub, du Scheißkerl, gehst mir auf den Sack. Und im dritten Teil, da bin ich ja dann in den Schwarzen rein und dann sagt er zu ihm, du schwarze Bazille, gehst mir langsam auf die Eier. Und ich denk, Alter, was ist mit dir? Den Film bringst heute mal. Schau mal, wie lange das ein Jackie noch gibt. Ja. Ja, die sind ganz witzig. Und die Serie ist auch ziemlich gut gemacht, weil es halt, so bei den Filmen ist es keine billige CGI-Scheiße oder sonst irgendwas, sondern es ist alles die Hand gemacht. So wie ein Herr der Epochen. Ringe. Nicht so wie ein Herr der Ringe, oder wie? Das ist alles die Hand gemacht und echt aufgenommen. Das ist alles gebaut worden. Ja. Haben sie also vor 15 Jahren angefangen zu bauen. Da habe ich so geile Comparison-Videos angeschaut zwischen dem Original Herr der Ringe und Game of Thrones und Herr der Ringe der Macht und so. Und dann stellen sie zum Beispiel diese numerianischen Rüstungen gegenüber denen vom Peter Jackson und so weiter. Da würde daneben stehen, Alter, Amazon, warum? Ja, da darfst du nicht vergleichen, weil da stinkt gegen die Filme keine Chance. Meisterwerk. Keine Chance. Meisterwerk. Zeitlos. Jetzt geht es wieder kurz drum. Es ist so geil, weil immer wieder schlägt mir YouTube so Videos vor, ganz kurz. So, why, was weiß ich, da ist wieder der Vergleich mit den alten Herr der Ringe-Filmen, mit dem neuen Ding und jetzt sitze ich da und denke, das ist so geil. Das sind so Sachen, auf die passe ich eigentlich gar nicht auf, aber das ist so geil schlecht. Egal. Ich habe mal Abyss so geschaut. Ich habe Abyss, Abgrund des Todes. Das ist ein Film aus den Ende der 80er. Kennst du auch? Nein, den haben wir nicht. James Cameron-Film. Achso, Abyss, jetzt. Der Abyss. Ich habe nur Abyss verstanden. Achso, Abyss. James Cameron soll abhauen, der hat mich mit Avatar 2 oder mich so geärgert, das regt mich so viel Ganz ehrlich, mit der Abyss war ich bin unschlüssig. Das hätte so ein guter Film sein können und dann ist am Schluss, denkst du so, Alter, was? Ich mach lieber wieder ein paar Terminator-Filme. Ja, machen wir ein paar Und ein bisschen Alien, das was Kinder. Von wann ist denn der? Bis von 89 oder so? Ja, das war Ende nach 80er, dem Anfang 90er irgendwie so. nach dem Terminator 1, aber vor dem Terminator 2. Genau. Ja. Das war's der Flocke. Terminator weiß jetzt zumindest nicht. Aber den Arnold Schwarzenegger kennst du schon. Ja, den kenn ich Was schon. ist das Erste, was dir zu dem einfällt? Dass er einen Hausesel hat. Nein, jetzt wird's wieder ein Hausesel. Ja, Schwarzenegger hat so eine Mini-Kuh, glaube ich, und so einen Mini-Esel daheim. Und die darf von bei ihm ins Haus rein und rumpeln da drüber umeinander. Da habe ich schon ein paar Videos von ihm gesehen, hat beim Essen und fährt das wieder runter. Voll geil, mag ich auch. Das Sylvester Stallone, den Film Rocky kennst du aber. Ja, natürlich Ja, natürlich, Also, Gott sei Rocky Dank. kennt- Das ist ein Sportfilm, den muss kennen. Ja, ist halt Und wirklich. in dem ersten Rocky-Film, von wann ist der, weißt du das? Irgendwann ist ein Rocky. Irgendwann in Ich die meine, das ist 80er. mit Anfang An- 80er. Ja, aber mit anderen Rocky nicht so. Ja, mir auch nicht, um Gottes Willen, Ist nicht aber so mein Ding. da hab ich einen lustigen Fun-Fact zum Schluss. Da kommen 2 Schildkröten vor, die er da in einem Aquarium hat. Die hat der Sylvester Stallone heute noch. Echt? Cool. Die haben über 40 Jahre alt, die vier. Krass. So, und das ist das Schlusswort. Gut. Schluss aus Amen, jetzt du mit die Scheißbrennen, oder Der was narrisch machst. Manchmal. Sehr schön. Boah, Du hast ich es seh wirklich gar nicht- durchgezogen, die ganze Zeit das Ding aufgehört. Ja, habe ich ja gesagt, ich stehe zu meinem Wort. Boah, ich seh Jetzt gar nichts mehr. schirgelst wahrscheinlich. Das habe ich davor schon. Ja. Dann sag ich, unser Outro soll sein wie unser Intro. Kann ich. Okay, bye. Vielleicht sollten wir noch seriös Tschüss sagen. Bis zum Für nächsten Mal. Ja, tschüss und Like abonniert nicht uns. vergessen, Abo nicht vergessen, Ja. Bewertung nicht Ja. vergessen. Ja. Finger Ja. im Po, Mexiko. Ja, Tschüss genau. dann. Tschüss, ja. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Was haben wir noch? bis Und spät- das Ciao, Schüsseldorf ist mittlerweile alt. Ja, bis Und das später Gartenschau ist Silje. aber immer geil. Du hast vergessen, bis später Silje. Bis später, Silje. Oh, bis später. Bis bald, Jan.